To the hustle. To the hustle. Wir an einer neuen Mission auf Besuch an heute haben wir einen richtigen Immobilienmakler bei uns. Und wenn da das, gesehen wir doch noch im Intro. Hallo, haben wir heute einen speziellen Gast, das hatte ich schon gesagt, einen Immobilienmakler, da das kein anderen, wie den Salvatore Toto Russello. Willkommen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich ganz riesig, dass ich heute hier in einem schönen Lokal, La Vita, Ja. La Salute, das heißt die Gesundheit, das ist der größte Reichtum. Und freue mich, dass ich hier heute mit dir hier ein schönes Interview machen darf. Ich habe gesagt, der Toto, der wohnt in. Saint Louis, das ist die heimliche Hauptstadt vom Saarland. Du bist TV-Makler. Das heißt, die Leute konnten dich sehen. Vor kurzem liefen wieder diese Wiederholungen im Fernsehen von der auf Vox Mieten, Kaufen, Wohnen. Jetzt bist du aber auch richtiger Immobilienmakler. Wie bist du dann zu dem Fernsehen gekommen? Da? Also ich bin seit 1990 Immobilienmakler, sprich seit 33 Jahren. Und bin zu Fernsehen gekommen 2009. Die Sendung ist gerade gelaufen, bin etwas früher reingekommen und da hatte ich gedacht, ja, was die Kollegen da können in Köln, das kann ich einfach besser. Da habe ich mich beworben in Köln bei den Medien, bei RTL, bei Vox. Ja, und 14 Tage später hatte ich einen Medienvertrag, habe heute sehr, sehr gute Freunde von RTL, wo ich auch privat befreundet bin. Und habe über 200 Sendungen gedreht, nur mit Mieten, Kaufen, Wohnen, plus Promi-Dinner. Ich koche, das leidenschaftlich, koche ich gerne, habe eine Kochsendung mit Promi-Dinner gedreht, dann habe ich Quiz-Sendungen gedreht, da habe ich Makler gegen Makler, das sind so Quiz-Sendungen, wo ich für Saarland vertreten war und ja, und verschiedene Sendungen eben. Das ist mein Hobby. Du bist bekannt geworden eigentlich auch durch diese Sendung. Ja gut, unser Unternehmen kennen in Saarland mit Sicherheit sehr, sehr viele Leute, aber durch bundesweit in Deutschland, durch Mieten, Kaufen, Wohnen, naja, das habe ich knapp 10 Jahre moderiert und daher kennen mich die meisten. Du und die anderen Kollegen, die sind ja da in diese Doku-Sub, kann man ja sagen, reingerutscht. Aber ihr seid alle richtige Makler, oder? Ja, ja, doch. Die meisten sind richtige Makler, plus einige, die sind vielleicht mal, die haben noch einen Zusatzberuf, wo die dann noch zusätzlich noch was anderes machen. Aber die meisten, die haben auch ein Immobilienbüro. Wie muss man sich jetzt das vorstellen? Ist das so, wie wenn du den Leuten die Wohnung oder das Haus richtig zeigst? Oder kommt noch ein wenig Show dazu fürs Fernsehen? Ach, Fernsehen ist ja Unterhaltung. Die meisten Leute, wo abends mit der Familie, die wollen unterhalten werden. Und aus dem Grund, da schauen die Leute sich an, entweder Häuser oder Kochsendungen oder Krimisendungen oder Liebessendungen. Ja, und wir sind für die Unterhaltung und tun Menschen praktisch mit verschiedenen Geschichten und mit Immobilien unterhalten. Du hast einige Zitate, die nur vom Toto sind. Da sind Bienvenuti, Bella Cucina, schön, oh schön oder schön. Ja. Ja. Schön oder schön, das habe ich einfach mal so aus dem Bauch raus. Und die Bella Cucina, meine Mama hat immer gut gekocht, dann war immer die Bella Cucina mit der Familie und dafür habe ich das sehr emotional rübergebracht. Und die meisten Leute assoziieren dann den Toto Russello mit der Bella Cucina. Benvenuti, herzlich willkommen. Dann marschieren wir mal durch und dann gehen wir mal weiter. Tata! Und das ist die Bella Cucina. Schauen Sie mal, mit einer traumhaften Kochinsel. Frau Ecker, Sie wollten eine Kochinsel haben? Ja. Und was haben Sie hier? Eine Kochinsel. Benvenuti. Herzlich willkommen.
So, und hier haben wir die Bella Piccola Cucina. Die ist klein und fein. So, und hier haben wir die Bella Cucina und zwar in Zitronengelb. So, benvenuti, herzlich willkommen. So, und hier haben wir die Piccola Cucina, das heißt die kleine Küche. Die Leute, die du in der Sendung Protagonisten, kommen die dahin wirklich als Interesse und sind, oder ist das gestellt vom Fernsehen? Wir haben Kunden, die haben wir tatsächlich Immobilien verkauft und haben das nur im Fernsehen nochmal gedreht. Aber das waren tatsächlich echte Käufer. Und die Objekte sind auch alle echt. Ja, die Objekte sind alle echt. Die meisten waren von mir selbst. Meine eigenen Objekte. Es läuft die Kamera einfach mit, sprichst du da frei oder wird schon mal ein wenig Skript dabei? Ja, wir haben ein Storyboard, ganz klar. Da ist ja immer eine Geschichte dahinter. Aber jeder hat ja so eine Art und jeder hat seine persönliche Art. Und ich habe das mit meiner Toto Rosello-Art gemacht. Da sind viele Leute, die schauen mich nicht gerne zu, weil ich ja ein Typ bin. Und da gibt es Leute, die lieben mich. Ne? Und die Leute, die mich nicht lieben, ja, die liebe ich auch nicht. Die brauchen wir nicht. Also mit einigen Maklern bin ich auch privat befreundet. Und mit eigenen Regisseure und Kamerateam. Und man baut sich auch damit eine Freundschaft und ein Netzwerk auf. Und das macht Spaß. Wirst du auf der Straße angesprochen? Ja, permanent, heute noch. Wir haben ja zurzeit nur die Sendungen laufen zurzeit eigentlich nur als Wiederholung. Habe ich auch gesehen, kurz. Ja. Momentan laufen die Sendungen jeden Tag zur Wiederholung. Aber gut, durch die letzten 10 Jahre, wo ich regelmäßig im Fernsehen war, wird ich dann regelmäßig in der Stadt erkannt. Also in ganz Deutschland eigentlich. Die Sendung gibt es ja schon ein paar Jahre nicht mehr jetzt. Das ist richtig, seit, ich glaube, so circa 3 Jahren. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass RTL nicht schläft und sagt, wir wollen mal nochmal so eine ähnliche Sendung haben, weil das war ja sehr erfolgreich, die Sendung. Wir hatten ja im Vorabendprogramm sehr gute Quoten und hoffen, dass einige Kollegen vom Fernsehen das sehen und sagen, wir machen jetzt mal demnächst mal wieder eine neue Sendung. Was macht der Toto eigentlich so privat, wenn er nicht im Fernsehen ist? Ja, privat, Familie und Freunde. Hast du eine große Familie? Ja, also mein Vater hatte damals kein WhatsApp, kein Facebook, kein Instagram und er hatte 11 Kinder gemacht und das war sein Hobby. Heute sitzen die Kinder in einem Riesenzimmer, alleine und die können nicht mehr sprechen. Die können nur mal E-Mails verschicken oder SMS. Das ist doch eine traurige Welt. Dem muss man den ganzen Scheiß nochmal wegholen, damit die sich nochmal unterhalten können, damit die nochmal kommunizieren können. Die meisten können das ja gar nicht mehr. Das ist ja schlimm. Ich habe auch selbst 3 Kinder. Deine Tochter, die war ja auch schon mal im Fernsehen. Meine Tochter hat auch Medien studiert und war auch im Fernsehen und die hat so circa 20 Sendungen mit mir gemacht und hat noch 20 eigene Sendungen selbst gemacht, so Jugendsendungen. Die Laura ist das 2. Mal dabei und muss ganz ehrlich sagen, welcher Vater ist nicht gern mit der Tochter zusammen arbeiten, Geld verdienen? Ja, das ist doch was Schönes. Also ich bin auch froh, dass der Papa mich mitgenommen hat. Es ist ja auch sehr interessant, mal reinzuschnuppern, ob mir das Ganze gefällt. Ja, meine Tochter, die hat sehr gute Gene vom Papa und Mama und die macht das ganz gut. Apropos Genen, man hört das Italienische raus, kommt aus Bella Italia, ist das richtig? Ja, also das ist korrekt. Mein Vater ist 1956 nach Deutschland gezogen, von Italien, als Gastarbeiter. Und 1967 bin ich auf die Welt gekommen und war die Wurzeln, das Blut, das Temperament, das ist Italien. Sind das dann auch mehr deutsche Kunden oder mehr italienische Kunden, wo du... Nee, also bei uns sind es sehr gemischte Kunden. Wir haben in Deutschland sehr viel türkische Kunden, arabische Kunden oder Italiener oder Russen oder Polen. Bei mir zählt ein Mensch und die kochen alle mit Wasser und es gibt überall die Guten und die Schlechten. Also, und jeder hat ein Herz. Weil hier in Luxemburg hört man ja sehr viel, dass es eine kleine Krise ist im Immobilienbereich. Wie ist das bei euch? Also ich glaube, es ist nicht nur in Luxemburg, sondern allgemein momentan. Es ist wie im wahren Leben, dann scheint mal die Sonne, dann fängt es an zu regnen und irgendwann kommt nur mal die Sonne. Man darf nur nicht aufgeben.
Es geht immer wieder weiter. Ja, was bleibt uns denn übrig, wie positiv zu denken? Wenn du positiv denkst und positiv redest und mit positiven Menschen, gibst du dir selbst Energie. Sprichst du nur negativ, bist du mit negativen Menschen zusammen und da klaust du dir selbst die Energie. Also man hat es selbst in der Hand. Du bist jeden Tag im Büro, nehme ich an. Und Ich bin jeden Tag im Büro. Ich liebe mein Unternehmen, weil ich bin jetzt in einem Alter, wo einige Leute schon im Ruhestand sind und Stillstand ist Rückstand. das heißt, du fährst weiter trotzdem. Ja, Du lebst den Beruf. ich liebe meinen Beruf und liebe meinen Kunden. Ich will ja was tun und was bewegen und mein Wissen den jungen Leuten weitergeben. Du bist hauptsächlich aber in deiner Gegend tätig oder hast du auch schon Objekte hier aus Luxemburg? Wir hatten schon mal auch Objekte in Luxemburg. Wir haben in München, in Berlin, in Köln. Also wir sind schon verstreut, also in ganz Deutschland. Und haben auch ein oder andere Objekte schon mal in Frankreich oder in Spanien. Und ja, wenn es gute Freunde, Bekannten oder einige Kunden, wo sagen, wir haben in Spanien, haben wir alles schon gehabt in den letzten 30 Jahren, das kann man wohl nicht vermeiden. Ne? Klar. Und machst du die Auslandsreisen dann meistens selbst? Die Auslandsreisen mache ich auf jeden Fall selbst, weil ich gerne reisen, das ist mein Hobby. Okay, kannst du das mit dem Beruf verbinden? Genau. Also ich verbinde oft Hobby und Beruf und Menschen, alles miteinander und da macht es Spaß und so soll es eigentlich im Leben sein. Wo ist es dann jetzt am billigsten zu wohnen? Du sagst, du reist viel in andere Länder. Haben die dieselben Preise wie hier? Nee, es gibt also Länder und Länder, wo noch relativ mit Sicherheit sehr viel Armut ist und wenig Industrie ist. Und da gibt es eben dann Länder, wo sehr reich sind und große Industrie. Und ja, aber im Prinzip, die kochen alle nur mit Wasser. In den Süden sind es etwas ärmere Leute wie in den Norden. Aber es sind immer viele Objekte trotzdem zum Verkaufen, zum Vermieten. Es werden immer Leute sterben und dann werden die Objekte verkauft. Dann gibt es Leute, die werden etwas älter, dann sind die Immobilien zu groß, da gehen die in ein Altenheim und da werden die auch verkauft. Dann gibt es Scheidungsfälle, da wird es auch verkauft. Also Immobilien hat immer mit Schicksale zu tun. Das heißt, was den einen den Tod, dem Makler den Brot. Du siehst dann auch viele Schicksale. Also wir haben 80% Schicksale, weil aus einem ganz einfachen Grund, wenn alles in Ordnung ist, will ja jeder sein Eigenheim und sein Haus behalten. Aber wenn aus irgendwelche Schicksale oder berufliche, wo die teilweise von Saarlouis oder Saarbrücken nach München oder Hamburg ziehen oder im Ausland ziehen und dem wird es vielleicht zu groß oder zu klein, durch verschiedene Lebenssituationen und Lebenswege, wo man manchmal im Leben hat, würden dann die Immobilien verkauft. Und das wird immer so bleiben, das war schon immer so und das wird immer so bleiben. Kommen wir noch einmal aufs Fernsehen zu sprechen. Hast du eigentlich Lieblingsszenen, wo du sagst, okay, gut, dem habe ich gerne gedreht, das war sehr lustig oder eine Anekdote? Ich habe also eine Serie gedreht, das waren zwei Schauspielern von dem Staatstheater Trier. Also ich feiere die. Wir konnten nicht mehr in den Kamera schauen. Meine Regisseurin sagt, es ist jetzt gut. Muss dazu sagen, ich war morgens total platt. Es war fetter Donnerstag, Karneval. Ich habe bis morgens gefeiert, war total platt. Und ich denke, ich kriege heute nichts raus. Ich bin müde. Und meistens ist es im Leben so, wenn du das Gefühl hast, dass gar nichts mehr geht und auf einmal geht alles. Ne? So, und da hatte ich zwei Protagonisten, Schauspieler, eine Tänzerin, vom Staatstheater eher Schauspieler. Und wir haben 8 oder 10 Stunden nur vor der Kamera gelacht, weil es war einfach nur schön. Und eine Leidenschaft. Ja, und man kann nur erfolgreich gehen, wenn man etwas mit Passion, mit Leidenschaft macht. Dann wird man erfolgreich. Sonst alles, was gezwungen ist und das ist wie wenn man was anzieht und man fühlt sich nicht wohl. Dann fühlt man sich nicht wohl. Man sollte was anziehen, um das Wohlbefinden. Man muss sich wohlfühlen. Das ist mit allem so. Mit dir ist das immer einfach Action da. Es sind manche, die sind nicht wenig trocken, aber du machst immer Action dabei. Also ich bin ja vom Typ her eher der spontane Typ und emotional und etwas herzlich und ja, es polarisiert so ein bisschen im Fernsehen, aber muss dazu sagen, das bleibt hängen Ja. und es ist schön und
Ich habe so viele Freunde im Fernsehen. Toto, noch kurz, machst du auch sportlich ein wenig aktiv oder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war die letzte Jahr sehr, sehr bequem, habe wieder ein paar Kilo mehr, aber das heißt demnächst meine Tochter, die zwingt mich schon immer dazu, mit der permanent in ein Fitnessstudio zu gehen und ansonsten mache ich Charity-Veranstaltungen beim Golfspielen und mit einigen Prominenten spiele ich zweimal im Jahr. Und dann machen wir diese Veranstaltung für Charity für krebskranke Kinder und dann spenden wir auch was und ein bisschen Tennis spielen und ansonsten so ein bisschen Fitnessstudio. Das heißt, in letzter Zeit war ich ein bisschen bequem, aber das wird sich auch demnächst ändern. Was macht Toto in der Zukunft? In der Zukunft, meine Zukunft ist einfach der größte Reichtum, gesund zu bleiben, versucht man eben, und einfach nur weitermachen. Weil sobald man sich Gedanken macht und einfach weitermachen. Gut, Toto, ich bedanke mich sehr herzlich, dass du in die Sendung kamst und es freute mich wirklich sehr herzlich, dich kennenzulernen. Also für mich auch, es war für mich eine Freude, heute bei dir hier bei La Salute in dem schönen Restaurant mit euch hier gemeinsam ein schönes Interview zu machen und nochmals vielen, vielen Dank. Vielmals merci für no gucken an der Emission auf Besuch und bis die nächste Kamera. Do the hustle.